China hat einem Bericht zufolge wiederholt Cyberangriffe gegen südostasiatische Länder durchgeführt, weil sie Ansprüche auf das südchinesische Meer geltend machen oder chinesischen Projekten in ihren jeweiligen Ländern keine grünen Signale geben können. In Boston ist gestern der Juryprozess gegen Charles Lieber zu Ende gegangen. Lieber ist Harvard-Professor und wurde für seine Arbeit an Nanomaterialien schon als Nobelpreiskandidat gehandelt. Doch im Januar vor 2 Jahren wurde Lieber auf dem Campus verhaftet. Er soll Verbindungen nach China verheimlicht haben. Nach 5 Verhandlungstagen befand die Jury ihn für schuldig. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seinem ersten Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten den Kampfbegriff der Menschenrechte bewusst nicht verwendet, weil dieser politisch instrumentalisiert wird. Nach der Parlamentswahl in Hongkong haben die G7-Staaten die Aushöhlung demokratischer Strukturen in der chinesischen Sonderverwaltungszone angeprangert. China wertet dies als Einmischung in seine inneren Angelegenheiten. Huang Wei macht als Chinas Top-Influencerin gigantische Umsätze. Nun ist sie zu einer Rekordstrafe von 186 Millionen Euro verurteilt worden. Sie soll Einkommen verschwiegen haben. Die Aufsichtsbehörden wollen weitere Internetstars ins Visier nehmen. Der neue Mobilfunkstandard könnte Radarhöhenmesser stören. Die großen Airlines in den USA fordern deshalb Schutzmaßnahmen und erhalten Unterstützung von Airbus und Boeing. Weil sich 69 Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben, gilt nun für 13 Millionen Bewohner im chinesischen Xi'an ein strenger Lockdown. Alle sollen zu Hause bleiben. Die Stadt wurde nach außen praktisch abgeriegelt.